Krisen verschärfen allgemein Ungleichheiten, aber betreffen dadurch auch Frauen anders wie Männer. Die Corona-Krise hat gewiesen, dass die bezahlten Arbeit von den Frauen echter an dem sogenannten Care-Bereich leidet und noch oft mit schweren Arbeitskonditionen oder schlechten Löhnen verbunden ist. Am Kampf gegen die Sanitärkrise stehen dann noch Berufe am Fokus, die traditionell als weiblich gelten, aber wo eine Majorität von Frauen schaffen. Da das natürlich den Gesundheits- und Sozialsektor oder auch der Botsektor, mehr aber auch Arbeiterinnen aus dem Handel, wo ja oft Frauen an der ersten Linie, also am direkten Kontakt mit der Klientel stehen. Die Frauen leisten nicht nur den Gros von der bezahlten Betreuungsarbeit, auch daheim schildern sie mehr oft die Arbeit am Haushalt. Es sind meistens Frauen, die sich um Kinder kümmern, um die Leute, um die Kranken. Für viele Frauen bedeutet Telearbeit dadurch auch eine Doppelbelastung, wo die Grenzen zwischen der Zeit für Privatleben und Berufsleben verschwommen und zusätzlicher Stress entsteht. Homeoffice, Homeschooling und Haushalt bringen noch viele Frauen zurück an ihr klassischen Familienmodell von früher, wo die Abteilung von der Arbeit noch mehr ungleich ist. Besonders heftig waren die Krise aber auch für die längerziehend. Lohnabußen durch den Chômage partiell, die genannten Doppelbelastung oder aber auch den Druck, weil aus familiären Gründen nicht auf der Arbeit antreten, kommen zu den üblichen Problemen von diesen Familien dabei. Bei den Monoparentalen stellen Frauen 82% dar. Ganz allgemein wird die Care-Arbeit als gratis und unendlich erneuerbare Ressource angesehen. Dabei stellt sie aber ein wesentlicher Pilier von unserer Gesellschaft dar, ohne den als Gesellschaft nicht funktionieren kann. Und durch den auch eine Regierung zusätzlich Kosten spart an der Alterspflege oder an der Kinderbetreuung. Die Wichtigkeit von der Care-Arbeit für als Gesellschaft ist an dieser Krise sichtbar gehen und sie darf nach der Krise nicht vergessen gehen. Für eine mehr equilibrierte und gerechte Verteilung von der bezahlten und der unbezahlten Betreuungsarbeit, für eine Verbesserung von den Lohnkonditionen und von den Arbeitskonditionen der Frauen, fordert die Frauenaufteilung OGBL Equality eine klare Verstärkung von der Gleichheitspolitik. Die Krise darf nicht dazu beitragen, für bestehende Inegalitäten zu verschärfen. Im Gegenteil, sie muss als Anreiz dienen, für das die Umsetzung der Maßnahmen für mehr Gleichheit beschleunigt gehen. Wir fordern als OGBL Equality de Mega op, eng Umfrage durchzuführen für den Impact von der COVID-19-Krise auf die Haushalter und Frauen an der Arbeitswelt zu messen. Wie haben Koppeln den Homeschooling organisiert gekriegt? Auf wen hat die Verantwortung für das Arbeit überholt? Wie konnten längerzeitende Familien sich organisiert, und was waren die Hindernisse? Und wie werden Teletravail organisiert? Wir fragen das Ministère von der Sécurité sociale für Zölle betreffend Congé extraordinaire aus familiären Gründen genderspezifisch aufzustellen und zu publizieren. Tatsächlich ist es wichtig, den Impact auf die Karriere und der Arbeitsrelation von den betroffenen Personen zu analysieren. Wir fordern auch, dass Donnerien über Entlosungen an zu ankommenden CDDen während und nach der Krise erhoben und publiziert gehen. Und das pro Sektor und pro Genre. Allgemein haben wir zu Lützeburg einen flagranten Mangel an statistischen Donnerien über die Ungleichheiten bei den Geschlechtern. Wir rufen die Regierung auf, für mehr stark Gleichheit zwischen Männern und Frauen zu promovieren. Mit der Tatsache, dass hauptsächlich weibliche Berufe zu den am schlimmsten Betroffenen an dieser Krise gehören. Die Regierung muss sich auch engagieren, für die europäische Lohntransparenz direktiv umzusetzen, und zwar direkt. Wir sind der Meinung, dass Mesure für eine bessere Work-Life-Balance sehr müssen umgesetzt gehen, sodass Frauen und Männer genug Zeit haben, für die Arbeit, Sozial- und Familienleben unter einen Hut zu kriegen, und das ohne Lohnverlust. In diesem Kontext erinnert der OGBL an seine langjährige Revendikation für eine allgemeine Reduktion von der Arbeitszeit, aber fried auch eine Verbesserung vom Congé aus familiären Gründen, wie auch dafür von einem Recht auf Teilzeitarbeit mit Garantie
zurück op seg ursprünglich Erbesplatz können zu goen. Wir fordern direkt Revalorisierung von allen de Karrieren aus dem Care-Bereich. Sowohl was Arbeitsbedingungen betrifft, wie auch die Anerkennung von den Ausbildungsjahren und Schaffung von neuen Karrieren. Und das, was Bezahlung wie auch Karriere angeht. Wir rekommandieren auch die Schaffung von einem Label für Egalité de Traitement, für die Situation von der Gleichstellung an den Betrieben zu müssen, also zu verbessern, und dafür zu sorgen, dass der legale Kader angehalten wird.